Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, euer Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kassel und Schubs. In der heutigen Episode haben wir den Abschluss der Saison. Die letzten zwei leider nicht so spannende Rennen, aber dafür einen spannenden Championship-Abschluss mit, oha, wer hätte es gedacht, wieder mal eine Meinungsverschiedenheit vom Kassel und von mir gegen Ende vom Podcast. Viel Vergnügen. Und somit sind wir nach einer extrem langen Saison am Ende angelangt. Ich bin irgendwo durch ein bisschen froh, dass es fertig ist. Es hat sich schon ein bisschen die Länge gezogen. Aber das tun wir dann im End-of-Season-Podcast dann noch sicher ein bisschen genauer besprechen. Aber ja, eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ohne den Championship-Fight noch zwei, ich sage jetzt mal, bescheidene Rennen gewesen zum Schluss. Für die sich nicht mehr erinnern, wir hatten Katar gehabt, das hat unter anderem auch noch einen Sprint dabei gehabt, mit ja, einer Kontroverse drin, aber auch nicht unbedingt sehr viel Racing. Und Piastri, der wieder ein bisschen rum war. Und dann sind wir ja auf Abu Dhabi gegangen und dort haben wir ein bisschen mehr Gesprächsstoff. Jetzt von Katar her, beim Sprintrennen, da haben wir wirklich schnell uns wieder informiert, was dort alles so passiert ist, und beide von uns haben einfach literally nur aufgeschrieben, dass der Piastri gewonnen hat. Das zeigt, glaube ich, ziemlich genau, wie spannend das Rennen war. Also ich glaube, über den Sprint müssen wir nicht unbedingt allzu viel verlieren, oder? Nein, überhaupt nicht. Also man hätte schon gehofft, dass ein bisschen mehr passiert. Respektive, dass halt Championship einfach dort nochmal ein bisschen enger wird, was dann aber dann halt im Rennen dann passiert ist. Also im Hauptrennen, so muss man sagen. Ja, genau. Also es ist halt, wir haben uns alle so ein bisschen erhofft, dass halt der Max wirklich deutlich mehr Punkte kann reinholen kann, während es halt ein Norris und ein Piastri nicht machen können. Ist nicht so passiert. Es hat nämlich wirklich Voraussetzungen gegeben, oder es hätte passieren, so muss man sagen, dass nach dem Katar-Rennen alle drei Fahrer Punkte gleich auf gewesen wären. Dann hätten sie alle 391 Punkte gehabt. Für das hat aber der Max müssen den Sprint gewinnen, dass es hat funktionieren konnte. Nichtsdestotrotz, nach dem Sprint hat der Piastri noch mal ganz kurz den zweiten Platz eigentlich geholt in der Weltmeisterschaft, wo dann aber im Rennen sich wieder verändert hat. Und ich würde sagen, wir gehen hier zum Rennen. Eben, dort ist wirklich eher ein bisschen spannender passiert. Wir haben, und das habe ich richtig gefeiert, die letzten zwei Rennen wirklich die Top 3 Fahrer von der Championship immer hoch oben dabei gehabt. Und durch das danach ist eigentlich der Start mega spannend geworden. Ich habe das Gefühl gehabt, dass alle eher so ein bisschen konservativ waren. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das Feld hintendurch ein bisschen konservativer auch gegen die Fahrer in der Weltmeisterschaft gefahren haben. Und das finde ich eigentlich gut. Oder weil so Repeats wie der Petrov beim Alonso, was ich eigentlich selten gesehen. Ich finde, man sollte sich dort nicht einmischen, wenn andere Leute um eine Championship fighten. Aber das ist einfach eine persönliche Meinung. In any case haben wir eigentlich wirklich gar nichts Spezielles gehabt. Der Start ist völlig, ich sage jetzt mal, normal abgelaufen. Man hat nicht grosse Positionenwechsel und Drama gehabt, keine Crashes, bis dann Runde 8 gekommen ist. Und dort haben wir zum ersten Mal eine Kollision gehabt zwischen Gasly und Hülkenberg. Gasly musste Frontwing und Reifen wechseln. Hülkenberg so, Runde 7 war der Crash. Also Runde 7 war der Crash, genau. Runde 8. Wir sind hier 57 Runden rein und man hat ja zweimal Pedal 25 Runden rein. Yes, genau. Wegen dem ist dann eigentlich perfekt aufgegangen für alle Teams. Und in dem Sinn habe ich zwei Diskussionspunkte an. Erstens mal so ein bisschen Meinung über einen Crash. Hat es einen Penalty gebraucht oder nicht? Da das aber ein kurzer Cut ist, habe ich auch das zweite Thema an. Nämlich, was zum hat McLaren überlegt, wo sie pittet haben. Oder eben nicht pittet haben. Respektive das ganze Team, das ganze Feld hat pittet, nur McLaren nicht. Ja, also ich glaube es mal wirklich ein Penalty oder so jetzt denke ich in meinen Augen nicht müssen geben, weil meine schlussendlich sind beide bestraft worden durch die Kollision. Meine Gasly hat ja ein rechtsbeschädigtes Auto gehabt, das ist ja gar nicht mehr gegangen. Und Hülkenberg war ja out of race gewesen. Und von dem her, also ich glaube jetzt nicht, dass man dort irgendwie etwas noch bestrafen. Und wegen McLaren, ja, also in meinen Augen, ich weiß auch nicht, was sich die dort dabei überlegt haben. Ich meine, man tut ja so Szenarien
du eigentlich immer als in der Strategieabteilung, du ja eigentlich so, eben gerade so Szenarien du ausrechnen oder du ja auch einkalkulieren, dass eben so, gerade wenn du sagst, so, hey, schau, wenn in Runde 7 ein Safety Car kommt, kannst du gut pidden und dann nachher geht es auf. Und dann nachher ist das ja die schnellste Strategie. Und McLaren hat gesagt, also, ja, wir haben ja nicht gewusst, ob die anderen auch gehen pidden. Es hat ja dann als riesen Chaos einen Pitstop gegeben, man hat auch eine Position verlieren. Und ja, also da, was sie gemacht haben, schlussendlich, war eine Katastrophe gewesen. Also ich meine, das hat ihnen ja, schlussendlich das Ganze gekostet. Und ich denke halt einfach, da müssen wir halt wirklich die Leute bei McLaren, also vor allem bei der Strategie und auch die ganzen Daten ausrechnen. Also ich meine schon in Vegas Katastrophe mit dem Unterboden. Ich glaube, die müssen wir mal wirklich alle so an der Hand nehmen und einfach mal in die Schule schicken. Oder weiss auch nicht, nochmal in die wie sagt man denn, ins Studium schicken, wo man das eigentlich so ein bisschen lehrt wahrscheinlich, oder keine Ahnung woher. Einfach, dass man das mal wieder ein bisschen refreshen, weil ich glaube, die Leute sind wahrscheinlich so lange bei McLaren und die sind noch sich daran gewöhnt, dass man hinten nachgefahren ist und dann spielt es nicht so eine Rolle, was für eine Strategie du an Bosgen tust. Aber nein, das ist wirklich dramatisch und es ist halt wirklich, es sind viele Punkte, die verloren gegangen sind. Ich glaube, Katar wäre eigentlich schon der erste Anlaufpunkt gewesen, wo der Norris eine Championship gewinnen konnte. Gut, ich muss zwar sagen, der Piastri ist hure stark gsi das Wochenende dort. Dort ist es nochmal aufgelebt bei ihm. Also der ist ja jetzt schon das 3. Mal in Folge hat er gewonnen. Glaube ich. Oder ist er auf dem Podium gsi? Nein, das 3. Mal. Die letzten 3 Rennen hat der Max gewonnen. Er hat nur den Sprint gewonnen, der Oscar. Ah, da ist der Max gsi, der jetzt 3 Mal hintereinander gewonnen hat. Ja, genau. Der Sprint hat, aber der Sprint hat, glaube ich, immer der Piastri gewonnen bis jetzt, wenn es einen gegeben hat. Nur Katar hat es gegeben. Aber irgendetwas habe ich mal gelesen, also, Mann. Oder ab, es Pol ab Katar. Irgendetwas war das. In der Pol wahrscheinlich. Weil das Ding ist, ab Katar hat der Piastri wirklich wieder gut performt. Und das war der Sprint gewesen. Im Qualifying hat er Pole geholt. Und was ist Abu Dhabi? Wer war der Pole-Sitter gewesen? Der Max eigentlich. Ja, der Max ist aber gleich. Ja, aber die Performance war wieder da gewesen. Ja, also für Katar in Abu Dhabi ist sie dann auch wieder nicht mehr so. Nein, aber egal. Anyway, jedenfalls. Ja. Man sagt auch nicht, McLaren hat einfach Scheiße gebaut. Punkt. Und ja, für mich halt einfach irgendwie so. Es ist ja unerklärlich. Also. Ich glaube, so, das ist ja das, wo McLaren selber auch gesagt hat. Das ist schon für uns unerklärlich. Aber eigentlich müsste man sagen, wir sind einfach zu dumm gewesen. Aber das können sie ja nicht sagen. Aber sie haben schlussendlich haben sie Piastri halt einfach den Win geklaut. Ja, schlichtweg. Und ein Win, der für einen Piastri extrem wichtig war. Aber auch ein potenziell 2. oder 3. Platz, der für einen Landis. Der Landis, ey. Schnell wohlgesagt, es ist 9:16 Uhr am Morgen. Wir haben noch nie in der Geschichte vom ganzen Podcast am Morgen einen aufgenommen. Oder so früh zumindest am Morgen. Also entschuldigt bitte die ein oder anderen kleinen Sprachfehler. Aber ja, zurück zum Thema. Es wäre für beide Fahrer auch wichtig, gute Resultate reinzuholen. Aber McLaren hat es einfach verkackt. Und ich finde, ein Team, das jetzt in diesem Rennen hier, ich glaube, als erstes Team ever, wenn es mich nicht täuscht, 800 Punkte in einer ganzen Saison reingeholt hat, finde ich das einfach zu schwach. Und das zeigt einfach, dass das Autoteam im Strategieteam deutlich überlegen ist. Schlichtweg. Ja. Und das in jeder Hinsicht. Auch im Führungsteam. Also, die haben einfach die richtigen Leute reingeholt, dass das Auto schnell geworden ist dieses Jahr. Aber gerade solche Entscheidungen haben extrem viel Punkte gekostet. Und das darf einfach nicht passieren. Vor allem, wenn man einen Max Verstappen hat, der gegenüber einem Oscar 104 Punkte zurück sich geklaut hat. Und ja, peinlich, finde ich. Schlichtweg peinlich für so eine grosse Rennorganisation. Aber, und das ist der grosse Caveat, den man da schlichtweg auch einfach muss dazu geben muss. Wir vergessen, dass McLaren vor 2 Jahren noch am anderen Ende des Grid war. Und solche Fehler passieren und solche Fehler müssen passieren, dass man lernt daraus. Auch Mercedes hat zu Anfangszeiten Fehler gemacht, auch Red Bull hat zu Anfangszeiten Fehler gemacht. In meinen Augen machen es immer noch. Jetzt zum Beispiel einen riesen Fehler, dass sie das zweite Auto nicht
in den Griff bekommen für den zweiten Fahrer. Aber das sei so dahingestellt. Ich glaube, jedes Team muss tätig Fehler machen, um daraus zu lernen. Aber es fällt halt jetzt einfach viel mehr auf, weil sie jetzt an der Front sind. Und sie werden müssen Veränderungen treffen über den Winter. Sie werden müssen Leute spicken oder schulen oder was auch immer. Weil so kann das nicht weitergehen, wenn sie wirklich Ambitionen haben, noch mehr Championships zu gewinnen. Weil nächstes Jahr werden sie vielleicht nicht mehr so viel Glück haben, dass sie am Anfang so ein gutes Auto haben. Who knows? Werden wir dann noch sehen. Das ist ja so. Ja, ich bin gespannt aufs nächste Jahr. Also, eben gerade so, wie es das Kräfteverhältnis wird sein. Auch wo wir zum Beispiel Ferrari sind, ist halt einfach immer ein Team, das du ansprechen musst, weil dort brennt sie ja mehr als einiges, ja, seit ein paar Jahren. Und ich meine, der Leclerc hat gesagt, eben nächstes Jahr ist das Jahr für mich und Ferrari. Und wenn er das schon jetzt sagt, dann tönt er schon richtig an. Also wenn es nächstes Jahr nicht läuft, dann au revoir. Ja, aber ich meine, schau halt einfach auch an, wie seine Karriere bei Ferrari abgelaufen ist. Also jeder andere Fahrer in jedem anderen Team hat deutlich mehr Erfolg. Ich meine, sogar ein Russell, der in meinen Augen einfach einen zu langen Vertrag mit Williams hatte, wobei ich es schön gefunden, dass der Bottas so viel Respekt bekommen hat, hat bei Mercedes in dieser kürzeren Zeit, wo er bei Mercedes ist, eigentlich schon mehr erreicht als der Leclerc jetzt. Und der Grund, wieso dass der Leclerc zum Beispiel, wenn wir eine Statistik nehmen, der Fahrer ist mit der schlechtesten Pole-to-Win-Umsetzung, hat nichts damit zu tun, dass der Leclerc das nicht schafft. Ich bin felsenfest überzeugt, wenn du den Leclerc und den Verstappen in ein gleiches Auto tust, ist er einer der einzigen wenigen Fahrer, wo im Verstappen könnte die Stirn bieten. Und der Fakt, dass die Pole-to-Win-Ratio so schlecht ist, hat in meinen Augen mit dem Auto zu tun. Ja. Oder einfach mit der Philosophie von Ferrari, who knows. Die Frage, so eben, ja, wer könnte im gleichen Auto den Max Stirn bieten, das finde ich immer so schwierig. Also im Moment, also wenn ich aufs ganze Grid schaue, habe ich irgendwie das Gefühl, wahrscheinlich niemand, höchstens vielleicht noch ein Alonso, weil der halt einfach, wenn es muss sein, sie fährt. Aber sonst, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass ein Leclerc könnte im Max Stirn bieten, bin ich ganz ehrlich. Ja, es ist vor allem auch immer die Frage, zu welchen Zeiten, gell? Also wenn man jetzt einfach würde sagen, ja gut, zu Prime-Zeiten, dann auf jeden Fall ein Alonso, dann auf jeden Fall ein Hamilton, das haben wir auch gesehen, zum Glück auch, immer noch eine von der geilsten Saison gewesen, 21. Ja, ich glaube, dort auch hat uns 21 einfach ein bisschen gespoilt. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen eine andere Erwartungshalter, was ein Weltmeister muss sein. Aber dazu später oder in einem anderen Podcast dann sicher ein bisschen mehr. Nein, ich glaube später definitiv auch, so wie ich es so können. Ja, zurück zum Rennen. Eben, also grundsätzlich absoluter Butt-Up von McLaren und das hat dann da so verursacht, dass die beiden auf einer ganz anderen Strategie sind als der Rest vom Grid. Auch noch während der Pitstops dann passiert, wobei das schon bereits der zweite Pitstop war. He? Also das ist eigentlich nichts Spannendes passiert, bis die zweite Runde von Pitstops gekommen ist. Nämlich ist dort der Bearman ein unsafe Release gehabt, pun intended. Sie haben ihm den linken hinteren Reifen nicht recht drauf da, er ist losgefahren und dann hat er einen 10 Sekunden Stop and Go bekommen, was dann schlussendlich dazu geführt hat, dass Haas gesagt hat, ja, scheiß drauf. Und dann haben sie einfach das Auto retired dann vom Bearman, weil sie dann wirklich keine Chance mehr hatten, irgendetwas rauszuholen. Nachher wieder, bis in die nächste Pitstop-Runde eigentlich nichts passiert, aber jetzt ist der springende Punkt, da die meisten schon pittet haben, ist die nächste Pitstop-Runde eigentlich basically nur noch aus McLarens bestanden und aus Leuten, die sonst irgendwelche andere Strategien oder Probleme hatten. Und McLaren sind dann auf die geniale Idee gekommen, anstatt Mediums für eine Distanz nochmal Hards drauf zu tun. Und da sind wir einfach wieder am gleichen Punkt. Also sie verkacken eigentlich in einem ersten Schritt mal, wenn das man pitten und kommen dann nachher noch drauf, nur Hards drauf zu tun. Ja, und das dann auch wieder zu einem schlechten Window für einen Lando, wo dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar hinter dem Russell noch war. Und der dann nochmal müssen überholen. Er war hinter dem Antonelli noch und hat sich einfach nochmal müssen vorkämpfen. Also ja, perfektes Beispiel, dass es einfach eine sehr, sehr schlechte Strategie war für McLaren.
Aber da haben wir jetzt eigentlich schon drüber geredet. Und jetzt kommt in meinen Augen so ein bisschen der Hauptdiskussionspunkt von dem ganzen Rennen. Ich weiss, jetzt habe ich hure Führung gespult, aber es ist halt wirklich nicht passiert. Aber der Kimi hat... gelaufen, ja. Es ist gar nicht gelaufen. Also, wenn du irgendeinen Kommentar noch zu dem vorher hast, dann sag aber... Ja, ich bin mir überlegt, aber es kommt mir nicht in den Sinn. eben, siehst. Nein, von dem her würde ich sagen, dass wir auch wirklich das grosse Thema vom Qatar Grand Prix ansprechen, nämlich im Kimi Antonelli sein Fehler. Dort muss ich jetzt wirklich mal sagen, so gerne Red Bull und auch der GP haben, das ist wirklich unabgebrochen gewesen, der Kommentar von ihm. Ich finde, wenn du schon nicht weisst, was genau passiert ist, solltest du nicht dort grosse Wörter umhauen. Wiederum hat er sich dann aber ja auch entschuldigt. Und zwar geht es darum, dass er instant, nachdem er gesehen hat, dass der Norris den Antonelli überholt hat, hat er gesagt, der Antonelli hätte den Norris einfach so vorgewunken. Und wir wissen alle, wie gut das der Kimis mit dem Max hat. Das würde er niemals machen, auch generell in the interest of racing oder in the spirit of racing würde es niemals ein Rennfahrer einfach so machen. Ausser es benefitet ihn selber irgendwie, aber das hat es ja wirklich null. Also dort finde ich die Kommentare vom GP während dem Grand Prix nicht gut, aber mindestens ein bisschen verständlich. Was ich schlimm finde, ist, dass dann nachher noch ein Helmut Marko hinten nachprügelt. mit noch weiteren Kommentaren. Aber da kommen wir auch noch dazu. Da hat er endlich bekommen, was er so ein bisschen sich verdient hat. Aber ja, also finde ich überhaupt nicht gut, wie sie das gehandhabt haben, Red Bull. Ich finde, das ist einfach nicht nötig gewesen, vor allem. Ja, ich glaube, für das er nachher cool ist. So. Ja, ich glaube, vor allem das war halt, mehr so ein bisschen in der Heat gewesen, weißt du, wie ich meine? Halt einfach so, die haben so gesehen, so, jetzt nur noch 10 Punkte ja. Und dann nachher, ist dann nachher das passiert und dann nachher jetzt dumme Diskussionen gegeben oder dumme Aussagen gegeben, aber ich glaube, Red Bull hat ja, glaube ich, ein Statement rausgehauen, wegen dem sogar noch. Und auch, ich meine, es hat ja nachher einen riesen Shitstorm gegeben gegen den Kimi, eben so, dass er nicht wert sei und so Scheiße sei und. Ich denke jetzt auch für einen jungen Fahrer wie er, mit 19, es ist ja der Formel 1 so und eigentlich ja auch wirklich einen guten Job gemacht hat in den letzten paar Monaten. So etwas gesehen, zu lesen und halt einfach, dass dich so Nachrichten erreichen, ist halt einfach nie schön. Und darum finde ich halt einfach auch, dass man sich da auch ein bisschen an der Nase nehmen, also als Red Bull selber, muss sich da hart an der Nase nehmen, so etwas geht nicht. Aber es hat sich ja dann zum Glück einigermaßen wieder beruhigt oder relativ schnell beruhigt. Also vor Abu Dhabi ist dann die ganze Sache eigentlich schon gegessen gewesen. Aber ich finde gleich, eben, man muss sich da halt ein bisschen man sagt es so schön, am Riemen reissen, wenn so etwas passiert. Ich meine, eben, es ist ja nicht seine Intuition gewesen, eigentlich eben den Ding vorbeizulassen, den Norris. Und ich denke auch eher, also so wie ich den Kimi kenne und das Verhältnis kenne von ihm und von Max, denke ich eher, dass es bei Max machen würde, dass er ihn einfach vorbeilassen. Aber eben wie gesagt, ich denke nicht, dass das bewusst so war oder respektive. Also man hat es ja auch gesehen auf der Aufnahme. Also ich meine, er hat schon eine Kurve vorher hat er schon gestruggelt gehabt und dann auf die nächste Kurve her ist er halt einfach weggerutscht. Ja, was willst du machen? Es kann halt ihm passieren oder es kann halt einfach an jedem anderen Fahrer passieren. Ich meine, Alonso hat sich auch mal einfach so gespinnt noch, ich glaube es im Rennen oder im Sprint, ich weiß gar nicht. Im Rennen gesehen, hat er sich auch noch einmal komplett gedreht. Ja, dort hat wahrscheinlich, dass der Newey das Auto in Katar angelangt hat, noch nicht so viel gebracht, aber das habe ich auch gesehen. Er ist ja viel schneller geworden, das war so eine geile Aussage von Alonso. Aber darum, halb so weit. Klar, am Schluss jetzt, am Ende von der Championship, wo wir jetzt waren, also nach Abu Dhabi, war es natürlich bitter gewesen. Aber eben so ist es halt manchmal im Motorsport. Es ist halt nicht immer alles vorhersehbar. Absolut, absolut. Ein kleiner Touch-up, pun intended, wieder mal, zu dem mit dem Fernando Alonso. Der Fernando Alonso hat in einem Interview darum gesagt, beziehungsweise er ist gefragt worden, wieso das Auto auf einmal so gut war. Und dann hat er so gesagt, ja, weil der Adrian Newey das wahrscheinlich angelenkt hat in Katar, hat er ein bisschen Adrian Magic gegeben. Und danach hat er darüber gewitzelt, er sei nicht einmal da in Abu Dhabi. Ja, weißt du, das habe ich sich mitgezogen, sei immer noch ein bisschen drauf auf dem Auto. der Magic Touch, ja.
Coole Anekdote vom Fernando, aber es ist immer lustig, seine Interviews und Radioaussagen. Ja. Nein, aber es ist wie du sagst, Red Bull hat ein Statement rausgehauen, das anscheinend auf Wunsch von Max, was ich ein bisschen krass finde, dass überhaupt ein Fahrer das noch muss wünschen, bevor man das automatisch macht, weil es sind 2 von deinen High-Ranking-Team-Personnel, wo gegen den Antonelli geschossen haben. Und es ist ja im Internet klar gewesen, dass der Antonelli wegen dem wirklich gemobbt worden ist. Und das hat man gewusst, auch ohne dass der Verstappen das hat müssen sagen. Aber das mal so vorneweg, also eben so grosse Firmen ist immer so ein bisschen schwierig, was tust du dich dazu äußern und was nicht. Und wie tust du dich dazu äußern. Von dem her, schlussendlich ist es wichtig gewesen, dass sie ein Statement gemacht haben. Und es ist auch wichtig gewesen, dass das wir als Community irgendwo auch gut handhaben. Weil, weißt, ich frage mich immer, was sind das überhaupt für Fans, wenn wir andere Fahrer angreifen. Also ich verstehe, gerade wenn du zum Beispiel Fußball anschaust oder die Rivalität, die es gibt, dass man dann halt einen Hass auf gewisse Mannschaften, auf gewisse Spieler hat. Und ich meine, auch wir sind nicht, auch in der Formel 1 sind wir auch nicht heilig. Wir haben auch, sag jetzt mal, einen Hass auf gewisse Fahrer. Lance Stroll, aus gewissen Gründen. Aber ja, okay, dann bist jetzt nicht du. Aber grundsätzlich, oder es ist nie so deep, dass wir, ich sage jetzt mal, das tut jetzt ein bisschen hochnäsig, so, wir als richtige Formel 1-Fans, wir verstehen, dass es einfach... Ja, aber ich glaube, du verstehst, wieso dass ich das sage, oder? Ich glaube, wir wissen, es ist nicht nötig, andere Fahrer wegen dem zu beleidigen und zu mobben und Todesdrohungen auszusprechen und so Geschmäus, weil wir einfach zivilisierter sind als das, oder? Ich habe mich zum Beispiel in Mexiko auch mega darüber aufgeregt. Ja, aber es ist doch so. Wir sind zivilisierter als das. Ja, sorry, wolltest du mir sagen, dass Hooligans zivilisiert sind? Weiter, das ist jetzt immer noch schlimmer. Ja, ich kann keine politischen Aussagen treffen, aber bis auf so Ausnahmen wie in Mexiko, wo es wirklich auch Schlägereien gegeben hat, sind wir eigentlich relativ... Du hörst einfach nicht viel davon. Und ich finde, wir als Formel 1-Fans haben es schlichtweg gar nicht nötig, weil schlussendlich, was die Fahrer leisten, auch ein Lance Stroll ist unglaublich gut. Also, wir können so viel haten über ihn, wie wir wollen. Ja, sorry, aber... Kollege, was hast du gesoffen? Es ist ein Morgen-Podcast. Ja, aber es ist trotz allem, wo beim Stroll ist, tut mir leid, aber er ist nicht nur wegen Geld reingekommen. Ich sage nicht, er ist der beste Formel 1-Fahrer, den wir gesehen haben, aber ich sage, er ist nicht nur wegen Geld drin. Sonst hat er auch nicht einen Pole-Code in der Türkei im Rennen. Das ist doch der Punkt, den ich machen Also grundsätzlich kannst du einfach sagen, es sind Netflix-Fans. Ja, schlichtweg. Oder einfach Leute, die halt von anderen Sportserien kommen, die jetzt frisch angefangen haben wegen Film, wegen Netflix, wegen Liberty Media mit dem YouTube-Stuff. Whatever. Aber es ist einfach nicht das, was unsere Fanbase wirklich represented. Das ist so ein bisschen auch meine Kernaussage. Und ich finde, dort ist es wichtig, dass wir als Community gegen Hass stehen, weil das ist einfach nicht, wie es sein sollte. Das bringt niemandem etwas. Ja, genau. Also an dieser Stelle Free Kimi, würde ich sagen. Und, Free Kimi? Ja. Dann geht es eigentlich schon Richtung Abu Dhabi. Noch nicht ganz, nein. Wir haben noch eine ganz wichtige Smooth Operation, die wir darüber reden. Oh Mann, schon wieder vergessen. Ey, sag mir so leid, Mann. Der Carlos Sainz. Carlos motherfucking Sainz. Er hat es fertiggebracht, ersetzt werden durch einen 7-fachen Weltmeister. Im EA-Spiele besser geratet zu werden als er und dafür ausgelacht zu werden. Aber der Schlussendlich auch zu beweisen, wieso dass er besser geratet wird. Ja, Mann. 2 Podiums in einer Saison mit Williams. Zum ersten Mal seit irgendwie, ich glaube, 10 Jahren oder noch mehr, wo 2 Williams-Fahrer in der Top 10 sind und das wirklich überragend. Also niemand von den anderen Teams ist an Williams dann gekommen. Und der Carlos Sainz, der ist einfach, der ist am falschen Platz mit Williams. Es tut mir leid. Der hätte um die Championship mitfighten dieses Jahr, bin ich ganz ehrlich. Ja, vielleicht ist er ja eben jetzt genau am richtigen Platz und kann mit Williams zusammen, weißt, richtig
durchstarten. Und das sind jetzt einfach so die ersten Impulse gewesen, sagen wir jetzt mal, er schon mal gesehen hat und gemerkt hat von Williams. Also ich glaube, er ist sehr, sehr gut aufgehoben dort. Ich glaube, Ferrari bereut schon recht, was sie gemacht haben, bin ich ganz ehrlich. Weil ich glaube, mit dem Sainz wären sie schon sehr, sehr stark gewesen. Es gibt so eine geile Statistik, jedes Team, wo der Sainz reingekommen ist, ist nachher besser gewesen als im vorherigen Jahr. Er hat jetzt auch schon ein paar Teamwechsel hinter sich gehabt. Der Sainz-Effekt. Ja, und ich bleibe dabei. Der Sainz ist einer der besten Fahrer am ganzen Grid und ich glaube, er hat es jetzt auch mit seinen Podiums und auch jetzt in der gesamten Saison eigentlich bewiesen, dass er einen sehr, sehr hohen Marktwert hat in der ganzen Formel 1. Gut, klar, Anfang der Saison hat er ein bisschen gestruggelt, aber es ist natürlich normal, bis du dich an das neue Auto gewöhnt hast. Aber er und auch Williams haben es gut gemacht. Sie sind sich gut aufeinander eingegroovt und haben das Auto wirklich gut hergestellt. Der Albon hat ein paar Mal recht alt ausgesehen und wir haben immer den Albon auch in den Himmel hochgelobt. Aber ja, so ist es halt oft mal in der Formel 1. Da kommt eben halt mal ein neuer Fahrer rein, der es dann halt besser macht. Und dann tut man die Performance vom anderen Fahrer, der jahrelang eigentlich immer so gut und stark war, tut man dann halt überdenken. Aber man muss natürlich auch Butter bei den Fischen lassen, sagt man auch so schön. Der Albon macht natürlich auch einen sehr, sehr guten Job bei McLaren, kann ich schon sagen. Bei Williams meine ich. Williams. Ja, genau. Ja, absolut. Also, aber der Sainz zeigt einfach, wie gut dass er effektiv ist. Und ich glaube, eigentlich ist das sogar gar nicht mal so schlecht für einen Albon, weil oder das kann dich entweder zerstören, wenn du gerade schlecht bist. Ich glaube, das beste Beispiel dieses Jahr wäre jetzt der Ocon, weil der wird von einem Rookie, ich würde schon fast sagen, wenn man Punkte anschaut, die Grund um Boden gefahren. Oder ist in Boden gefahren worden, die Season ist ja vorbei. Und das ist beim Albon ja nicht ganz der Fall. Also der Albon ist ja wirklich eigentlich immer noch gut dabei und er hat auch viel Pech gehabt, viele Punkte verloren, die er nicht von etwas dafür können. Aber auch der eine oder andere Fehler von seiner Seite. Aber ja, also ich glaube grundsätzlich Williams, wie du sagst, auf dem richtigen Weg. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, Williams hat nicht einen riesen Influx gehabt von grossen Talenten, wo neu reingekommen sind, wie jetzt zum Beispiel bei McLaren oder Aston Martin, sondern Williams arbeitet immer noch mit dem gleichen Team, mit der gleichen Facility wie vor 3 Jahren auch schon. Und der ändernde Effekt, oder was wirklich passiert ist, heisst einfach James Vowles. Und der hat nicht nur mit seinen Fahrern einfach ein gutes Handling gehabt, wer er im Auto haben, sondern einfach auch mit dem Team, das jetzt diesen Fahrern eine gute Plattform bietet. Und da wirklich einfach Chapeau. Da gibt es sicher auch beim End-of-Season-Review nochmal lobende Worte von unserer Seite an ihn. Ja, ja, definitiv. Genau. Das war mir wichtig, dass wir das noch besprochen haben, weil der 3. Platz mit dem Williams ist halt wirklich selten und dann noch der 2. in einer Saison. Es holt natürlich sehr viele Punkte ein und das hat eigentlich in dem Sinn auch die Meisterschaft oder die Meisterschaftsplatzierung von Williams eigentlich in Stein gemeißelt. Schlussendlich, wenn wir die Punkte selber betrachtet, sind wir also mit dem Resultat Verstappen, Piastri, Sainz, dann Norris ins letzte Rennen gegangen mit dem Norris auf 408 Punkte, Verstappen auf 396 Punkte und der Piastri auf 392 Punkte. Also sehr, sehr ein close Championship. Für den Piastri in einer Outside-Chance, dass er es noch gewinnen kann, aber für Verstappen ich würde sagen, eigentlich gar nicht so unrealistisch, weil alles, was er hat müssen machen, ist Erster werden und der Norris hat müssen nochmal Vierter werden. Dann hat er die Championship gewonnen. Also es hat nicht viel gefällt und auch während dem ganzen Grand Prix, muss ich sagen, hat das oder der Faktor den Grand Prix überhaupt spannend gemacht. Sonst wären mir wirklich die Augen zugefallen. Es ist zugeschlagen. Zugeschlagen. Sonst war es eigentlich wirklich ein sehr, sehr langweiliger Grand Prix gewesen, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber der Fakt, dass wir wieder mal einen Championship-Fight hatten, mit der Top, mit 3 Fahrern, die gewinnen können, nicht nur das, die 3 Fahrer sind dann auch noch zuvorderst vorne gestartet, ist natürlich genial gewesen für das letzte Rennen. Voll. Und schade wiederum finde ich es einfach, dann, dass der Max eigentlich nicht so ein bisschen die ganze eingebremst hat und ich meine, dass der irgendwie geschaut hat, dass
der Charles irgendwie noch vorbeikommt am Norris. Also man muss ehrlich sagen, der Charles ist gefahren wie ein Wilder. Das muss man ihm noch lassen. Also der Leclerc hat wirklich alles gegeben, dass er irgendwie noch am Norris vorbeikommt. Weil das ist irgendwie so das klassische Bild über das ganze Jahr rein, dass der Norris einfach in der Startphase, also wo es eigentlich losgeht, immer mega gestruggelt hat. Das hat am Anfang eigentlich nie so die Performance gehabt, die der McLaren nachher durchs Rennen durch oder gegen Ende Rennen dann nachher gehabt hat. Das ist irgendwie, und auch bei Safety Car Restarts haben wir es auch. Und das hat man wieder gesehen. Piastri geht am Norris vorbei, auch mit einem, ja, auch noch stolzen Manöver. Also der ist einfach auch mal vorbei. Und hat dann geschaut, kurz zu zeigen, wer da ein bisschen schneller ist und wer da von da angreifen. Mehr Racecraft hat. Ja, ich glaube, es hat einfach beim Piastri ist ja auch klar gewesen, oder er muss gewinnen, dass irgendwie überhaupt noch eine Chance um ist. Ausser der Norris fliegt komplett raus und dann der Verstappen fliegt auch irgendwie raus. Aber er hat ja einfach, sein Ziel ist einfach nur gegen vorne. Verstappen sein Ziel war gegen vorne und im Norris war es einfach so aufs Podium kommen. Und die Ausgangslage war ja eigentlich relativ geil gewesen, oder wie sie losgegangen ist und so. Und dort, wo eigentlich der Piastri vorbeigegangen ist und hinter dem Verstappen war, dort hätte eigentlich in meinen Augen der Verstappen ein bisschen Speed rausnehmen, wie zum Beispiel Hamilton 2016 gegen den Rosberg, wo der Rosberg Zweiter war. Und, oder Dritter, nein, Zweiter war er. Und dann hat ja er so eingebremst, der Hamilton, dass ja der Vettel daher kommt. Dass der Vettel vielleicht irgendwie noch am Rosberg vorbeikommt. Und das ist einfach, hat einfach nicht geklappt gehabt. Dann ist ja der Rosberg gleich Weltmeister geworden, weil das hat ihm gefällt gehabt, dort, das Pünktchen. Oder die Pünktchen. Und bin ein bisschen überrascht gewesen, dass er das nicht gemacht hat. Ich denke aber, es hat auch ein bisschen wieder etwas mit den Reifen zu tun, weil was ich einfach ein bisschen speziell gefunden habe, ist schon gewesen, sie haben ja den Piastri hure lang draussen gelassen. Und dann nachher ist ja die Reihenfolge gewesen, das ist überlegen, Piastri, dann ist glaube ich der Max gekommen und dann ist glaube ich der Norris irgendwie weit hinten mal gewesen noch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die Reihenfolge war, aber irgendwie so. Und rein theoretisch, in meinen Augen, hätte ich eigentlich sollen, wo der Max auf der Strecke am Piastri vorbeigegangen ist, das ist ja passiert, hätte ich sollen eigentlich, der Piastri ist nachher ja gerade in die Box reingekommen. Ich glaube, eine Runde später ist reingekommen, wo der Max vorbei ist. Hätte der Max auch nochmal in die Box reingehen, weil dann hätte der Reifenvorteil gehabt. Und wäre ja eigentlich rein theoretisch, wenn der Boxenstopp gut ausgegangen wäre, wäre ja auch wieder vor dem Oscar geblieben. Und dann hätte er einbremsen und dann hätte der Leclerc realistisch noch mal eine Chance gehabt, an Norris vorbeizukommen, weil es wäre ja wieder beide vor dem Norris rausgekommen. Und dann nachher hätte der Leclerc, der ja hure schnell war in dieser Zeit gerade, hätte können eigentlich vielleicht, wenn er gut einbremst wurde, wäre der Norris noch mal drauf vorbeigehen. Und da wäre dann eigentlich so die Chance gewesen für den Max zum Weltmeisterschaft nochmal holen. Und ich meinte sogar, der GP ist angesprochen worden auf das, oder ich glaube es allgemein Red Bull, wieso dass man das nicht gemacht hat, weil der Max hat noch einen neuen Medium-Satz gehabt, also hätte das wirklich machen können. Und man hat dann einfach anscheinend so argumentiert, so, ja, man hätte das Rennen sicher gewinnen und hätte nicht ein grosses Risiko eingehen. Aber ich meine, man ist ins Rennen reingegangen und der Max ist auch ins Rennen reingegangen und mit so, ja, wir haben ja eh nichts zu verlieren. Wieso geht man denn nicht das Risiko ein? Finde ich ein bisschen schade. Aber ja, hätte ich vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr Spannung ins Rennen reingebracht. Absolut, absolut. Es ist halt immer ein bisschen schwierig zu sagen, oder? Was sind die Faktoren? Ist es, dass er es gut hat mit den anderen Fahrern? Ich glaube nicht, er ist in Formel 1. Ja, genau. If my mother had balls, she would be my dad. Grundsätzlich, aber ist es, weil er irgendwie den anderen Fahrer gerne hat? Ist es irgendwie, weil er wirklich kein Interesse mehr hat, noch einen fünffachen Titel zu gewinnen? Nein, also es ist Max Verstappen. Er ist ein Formel-1-Fahrer, er ist einer der besten Formel-1-Fahrer, die es jemals gegeben hat. Und das Ding ist, er hat das schon bewiesen. Und ich glaube, das wird jetzt wirklich so eine der einzigen oder eine der wenigen Saisons sein, wo man mehr sich wird daran erinnern, wer auf dem zweiten Platz ist, als wer auf dem ersten Platz ist. Ja, also muss man einfach sagen. Norris sein Vater ja, an dieser Stelle. Absolut, er hat es anders schon mal gesagt. Wobei ich nehme ihm das nicht übel. Er hat kein Mediatraining und er war hure aufgeregt gewesen, weil dort der Montoya gestanden ist.
Aber ja, grundsätzlich muss ich wirklich sagen, also ich glaube, es ist eine gute Repräsentation gewesen von dieser Saison. Ein Leclerc, wo will und einfach nicht das Auto dafür hat. McLarens, wo dieser Wegen stark sind, dass eigentlich niemand an sie hinkommt. Und dann gibt es einfach den Max Verstappen, wo dieser Wegen gut ist, dass er selbst mit einem schlechteren Auto irgendwie besser ist als McLarens. Und irgendwo durch kannst du halt einfach auch nur so viel machen, wie du kannst. Und einen dominanten Sieg rausholen ist manchmal einfach alles, was du kannst machen. Alles andere sind hypothetische Sachen. Und ich denke auch, dass 2021 eine Rolle in dem Ganzen gespielt hat. Weil wenn du etwas riskierst, etwas nicht gut läuft, beim Pitstop, whatever, und dann ist der Piastri erst, dann gewinnt der Max Verstappen definitiv nicht. Und wir haben alle gesehen, wie es im 21 ausgegangen ist. Das willst du natürlich als Red Bull auch möglichst vermeiden. Ich denke, so etwas hat sicher auch eine Rolle gespielt, wieso, dass man das Risiko von einem Pitstop nicht genommen hat. Oder? Am Ende des Tages, ja, hat er gemacht, was er können, und es hat halt einfach leider um 2 Punkte nicht gelangt. Auch wenn es knapp geworden ist eben mit dem Norris. Der hat ja generell noch ein bisschen zu kämpfen gehabt. Also das war eben das Coole gewesen. Also man hat ein paar Mal während dem Rennen eigentlich Situationen gehabt, wo der Norris hat die Championship verlieren. Und eine der ersten davon war effektiv der Angriff vom Leclerc. Das war aber nur 1-2 Runden gewesen. Und dann haben wir den Pitstop von McLaren. Und dort habe ich mich mal wieder gefragt, was sich das Strategieteam eigentlich überlegt, weil der Norris ist hinter einem 4-fachen DRS-Train pittet worden. Aber, was ich nicht checke, ist, wieso ist das auf einmal so gut gegangen mit Überholen? Ausgerechnet in Abu Dhabi, wo ja bekanntlich nicht so einfach ist zum Überholen. Und die ganze Saison schon haben alle Probleme mit Überholen. Und dann macht er innerhalb von 3 oder 4 Runden all die 4 Fahrer einfach in Grund und Boden. Inklusive einem wunderschönen Double Overtake an einem Aston Martin und einem, ich bin mir nicht sicher, ob es ein V-Carb oder ein Haas war. Aber eigentlich mega schön durchgekommen durch das Ganze. Leclerc ist ihm aber auch gerade nachgezogen. Hat eine Runde später auch einen wunderschönen Double Overtake gemacht. Habe ich richtig, richtig geil gefunden. Und das hat dann nachher eigentlich so ein bisschen Spannung drin gebracht. Und dann nachher kommt so ein bisschen ein Diskussionspunkt, wo eben auch noch einiges hat können dazu führen, dass der Norris Championship nicht gewinnt. Und da bin ich jetzt so ein bisschen gespannt auf deine Meinung zu dem ganzen Tsunoda-Incident. Also, wir haben ja die Verteidigung vom Yuki. Also zuerst haben wir den Fundspruch gehabt, leave me alone, I know what I'm doing. Genau, nachdem sie gesagt haben, mach alles, was du kannst. Und so, ja, logisch mache ich alles, was ich kann. Und wir haben den zweiten Perez erwartet, und was haben wir bekommen? Ja. Ein halber Perez, ein Fuß von Perez. Ja, also, wie du das letzte Mal gesagt hast, ein Zechennagel, ja, von Perez ja, genau. Wohl gesagt. Also, man hat immer das Gefühl, ja, man hat nur eine Runde eine effektive Verteidigung gehabt. Man vergisst immer, dass es halt schon auch noch einen Unterschied macht, ob ein Fahrer kann davor bleiben und ein anderer Fahrer einfach in seiner Dirty Air behalten. Somit sind es halt gleich irgendwo durch 2 Runden gesehen, wo der Norris Zeit am Yuki verloren hat. Aber das hat halt für das ganze Rennen keine Rolle gespielt. Was aber fast eine Rolle gespielt hat, wäre fast ein Penalty gesehen, wo, falls sie durchgekommen wäre, in meinen Augen die dümmste Penalty ever gewesen wäre. Weil man hat ja effektiv darüber diskutiert, dass der Tsunoda eine Strafe bekommen, beziehungsweise es ist wirklich so aufgeschrieben worden. Tsunoda forcing another driver off the track, und dann kommt eine zweite Investigation, leaving the track and gaining an advantage. Also das hat der Norris bekommen? Genau, der Norris. Das heisst, sie haben allerernstens untersucht, ob der Yuki den Norris ab der Strecke gedrängt hat und der Norris durch das einen Vorteil bekommen hat. Like, was ist das für eine Diskussion? Ja, in any case, was ist deine Meinung dazu? Ja, es hat ja schon ein paar Strafen gegeben, eben auch, dass zum Beispiel, ich glaube sogar auch in Abu Dhabi ist das gewesen, oder in Frankreich auch, in Frankreich definitiv. Im Paul Ricard dort unten. Das eben so, ist sogar auch der Daniel Ricciardo, glaube ich, auch gewesen, wo man Off-Track überholt hat, also einfach neben der Strecke, und dann hat er auch eine Strafe bekommen. Darum, wieso dass es untersucht wird, kann man irgendwo durch nachvollziehen.
Aber ich finde es gut, dass Stewards dort nicht irgendwie eben eingegriffen haben, weil du musst halt das Gesamte anschauen, du musst die Situation anschauen, du siehst einfach halt Norris, der muss vorfahren, dass er die Championship gewinnen kann. Und schlussendlich, der Yuki hat ihn ja wirklich auch dazu getrieben. Ich meine, er ist ja wirklich zickzack gefahren auf der Geraden und dann nachher hat Norris angedeutet, geht links vorbei und dann hat er auch nochmal links übergezogen. Also, was willst denn du machen? Also, klar kannst du sagen, so, ja, überhol nicht dort, gang dann rechts über, weil dürfen dann nicht mehr überziehen. Aber gell, ich meine, die fahren dort mit 300 Sachen durch. Also, da kannst du dann nicht mehr so gross hin und her reagieren. Und ich finde es schon gut, dass sie dort nicht noch eine Strafe ausgesprochen haben gegen den Norris, weil ich glaube, das wäre schon ein bisschen assig gewesen. Ich hätte es, also persönlich jetzt, hätte ich es lustig gefunden, wäre richtig spannend geworden dann auch. Aber wenn du auf die Endzeit schaust, ich glaube, der Leclerc ist ja dann gleich mit 7 oder 10 Sekunden Rückstand, 7, ist ins Ziel gekommen, also es wäre ja gleich wieder aufgegangen. Also die Championship selber hat es jetzt nicht gerüttelt, aber es wäre für die Situation und für wie sagt man halt, für das aktuelle Geschehen in der Formel 1 ist eigentlich das gleiche wie die Situation, aber jetzt noch anders formulieren. wäre es natürlich wieder scheiße gewesen, es hat wieder richtig viele Diskussionen gegeben und ist schon gut, wie es ist, schlussendlich. Ja, also ich bin auch ein bisschen dieser Meinung, wobei, nein, nicht ganz. Aber grundsätzlich, wie du sagst, es hat am Endresultat hat's nichts ausgemacht, aber es sind irgendwie 6, irgendetwas Sekunden gewesen vom Leclerc auf Norris. Und was man halt auch muss sehen, wenn natürlich jetzt ein Norris eine 5 Sekunden Strafe gehabt hätte, dann wäre er auch noch näher an Piastri. Ich glaube, der Norris hat das schlichtweg einfach nicht mehr riskieren, nochmal in der Dirty Air von einem Fahrer sein, nochmal versuchen angreifen. Man hat richtig gesehen, dass er die letzten paar Runden halt nicht mehr so fest Gas gegeben hat. Und du willst halt auch nicht irgendwie eine Disqualifizierung oder irgendetwas riskieren wegen der Planks. Nicht lange her, wo wir das auch schon wieder hatten, oder? Also, der Norris wäre schon noch mal deutlich weiter vorgefahren, wenn er jetzt in 5 Sekunden Strafe gehabt hat. Also es hat am Endresultat zwar nichts geändert. Ich muss aber auch sagen, ich finde irgendwo durch auch eine 5 Sekunden Strafe an der Yuki, ich finde sie hart. Weil, okay, er hat, wenn man es ganz genau nennt, er hat 2 Verteidigungsmoves gemacht. Also du hast das Weaven auf der Straight, du hast einen Chink nach links und dann geht noch einiges, wo der Norris dann effektiv nochmal links zum Überholen ansetzt, hat er nochmal einen ganz, ganz kleinen Chink oder einen Jiggle nach links gehabt. Und ist nicht okay, ja. Aber, und das ist das, was ich schon die ganze Saison sage, ich muss in meinen Augen eine Revision sehen davon, wie die Strafen ausgehändigt werden. Weil am Ende des Tages bestrafst du schon die ganze Saison Fahrer für etwas, was wir als Fans eigentlich sehen wollen. Knallhartes Fighting. Einfach eiskalt. Ich meine, wenn du nach dieser Logik gehst, hättest du können den Lewis Hamilton und Sergio Perez in der Türkei im 2020 ist das, glaube ich, hättest eigentlich auch beide können bestrafen, die sich gegenseitig in der Türkei immer wieder aus der Strecke rausgedrückt haben. Haben es aber dann auch nicht gemacht. Und ich sage einfach, in the interest of racing muss die FIA wirklich, oder die Stewards generell, einfach aufpassen, was sie bestrafen und was nicht. Weil irgendwann werden die Fahrer, weil sie nicht die ganze Zeit Strafen reinholen, einfach nur noch brav hintereinander rumtuckern und es gar nicht versuchen, irgendwelche waghalsigen Overtakes zu machen. Ich meine, ich sage, du hättest gerade so gut auch den Leclerc können bestrafen für seinen Overtake in Zandvoort am Russell, wo er basically im Russell die Zeit reingefahren ist. Aber wenn man es richtig, oder wenn man es effektiv anschaut, was passiert ist, dann hat der Russell ihm dort auch einfach keinen Platz gelassen, oder? Und das ist das, was sie dann auch gemacht haben. Also wieso kannst du das jetzt da nicht auch ein bisschen lockerer lassen? Aber das ist einfach meine generelle Haltung zu, wie momentan Strafen verteilt werden, die ich nicht ganz so okay finde. Also, ja gut, aber man muss dazu immer sagen, dass halt du jetzt nie die gleiche Konstellation ist in jedem Rennen. Also heisst, in jedem Rennen hocken andere Leute dort. Lustigerweise ist Stewards Team dieses Jahr genau, in Abu Dhabi genau oder fast das gleiche Team gewesen wie Abu Dhabi 21. Das war auch noch recht funny gewesen, aber nein, grundsätzlich ist es immer so, es sind ja immer wieder andere Leute und andere Leute halt immer, haben andere Meinung dazu oder sehen es halt ein bisschen anders. Klar, sie haben eine Guideline, wo sie sich daran richten, aber schlussendlich tun die halt einfach das entscheiden und es sind immer ja 5 verschiedene Leute, die das
beurteilen und dann nachher eine Strafe aussprechen oder halt nicht, je nachdem. Absolut. Und dort sehe ich es einfach so, wie es der Sainz, ich glaube in Katar sogar ist das gewesen, gesagt hat. Ich hätte lieber ein Steward-Panel. Klar, du musst gewisse Guidelines haben, aber einfach, hey, das sind Guidelines, nicht schwarz auf weiß Regeln. Wenn einer über die Linie gefahren ist, kommt er eine Penalty über, sondern ich hätte viel lieber einfach ein Set von 4 Ex-Formel-1-Fahrer, spezifisch Formel-1-Fahrer, wie zum Beispiel, das Sainz hat genau die genannt, Karun Chandhok, Jolyon Palmer, David Coulthard und ich glaube, der Alex Jakes hat er auch noch genannt, obwohl der kein Fahrer ist. Aber die machen ja immer Analysen auf F1 TV. Und der Sainz hat gesagt, fast in allen Momenten, wo er gesehen hat, fast in allen Analysen, wo er gesehen hat, ist er einverstanden mit der Meinung von innen gegenüber der Meinung der Stewards. Und das zeigt einfach auch irgendwie, dass das am fairsten wäre. Dass du halt wirklich 4 Fahrer hast, die die Situation verstehen und anhand von Fairness entscheiden. Regeln sind gut und recht, aber ich finde, Fairness geht über Regeln. Aber ist auch immer schwierig. Weil das lässt dann immer wieder Verehrung für Korruption. Man genau, kann hoffen, dass das nicht ausgenutzt wird, aber das ist immer das Hauptproblem. Du lässt für Fairness auftun, lässt du immer Raum für Korruption. Risk and Reward. Genau. Aber ja, ich glaube, so viel zu dem Thema. Oder hast du noch etwas dazu? Nein, ich habe nichts mehr. Dann wollte ich, bevor wir in den Abschluss reingehen, noch ein ganz wichtiges Thema ansprechen. Über das haben wir eigentlich noch gar nicht geredet, der Podcast. Nämlich, was ist mit dem Hamilton los? Ich verstehe, das Auto ist schlecht, aber er hat ein ganzes Jahr Zeit gehabt, 24 Rennen Zeit gehabt, um etwas daraus zu machen auch. Was denkst du, ist grundlegend das Problem beim Hamilton, dass er die letzten 2 Grand Prix jetzt kaum in Punkte reingefahren ist, also wirklich nur knapp? Ja, und dass er die letzten Qualifyings beim Q1 rausgeflogen ist, meinst du auch? Das auch. Also, grob gesagt muss man noch dazu erwähnen, der Hamilton ist der Einzige, der das Jahr für Ferrari einen Win geholt hat. Auch wenn es nur ein Sprint ist, aber er hat in China hat er eigentlich einen Win geholt. Ja, und aber der Leclerc hat dafür 7 oder 8 Podiums geholt? Nein, der ist nie 7 oder 8 Mal auf dem Podium gestanden. Hör auf. Ich tue das Fact-checken. Ja, schau mal. Ich glaube, ich würd jetzt so aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, 4 Mal maximal ist er auf dem Podium gestanden, mehr nicht. Jedenfalls, schwierig zu sagen. Ich glaube, es hat einfach, er ist zu alt, er tut sich schwer, zu lange in einem anderen Team gewesen. Und er kann einfach halt das, was er halt früher gemacht hat, dass es geklappt hat, kann er halt bei Ferrari in diesem Team mit dem Auto kann nicht anwenden. Aber man muss halt eben da wieder an dieser Stelle sagen, dass er in ein Team hineingekommen ist, wo das Auto natürlich schon entwickelt war, wo natürlich schon eine Basis hatte, wo man halt natürlich oder eine Philosophie schon hatte, wo man nicht können einfach so umbauen wahrscheinlich. Und darum finde ich es immer ein bisschen schwer, um halt zu sagen, so, ja, ist er jetzt wirklich so schlecht oder hat er es nicht mehr drauf, müsste er aufhören oder kann es gleich noch? Ich glaube, 26 wird sicher ein Schlüsseljahr sein für ihn und auch das Jahr sein, wo er entscheidet, ob er noch weiterfährt oder nicht, weil schlussendlich, ja, so eine Saison wird er sicher nicht mehr fahren. Ich denke auch nicht, dass es hat ja noch Gerüchte gegeben, dass er das Ganze jetzt schon herschmeißt und nicht mehr fahren für 26. Das glaube ich nicht, weil schlussendlich wer wird Ferrari holen? Sie müssen irgendwie so schnell rekrutieren. Ich denke jetzt zum Beispiel ein Joe will das nie reinnehmen, weil er einfach nicht die Performance geliefert und nicht so gut ist. Ja, Burman wäre so das Einzige, wo eigentlich so ein bisschen realistisch ist. Vielleicht holen sie auch wieder ein Sainz und zahlen verdammte Summe, Williams. Kann auch sein. Ja, aber ich denke, das wird er schon nicht machen. Ich denke, er wird schon noch ein weiteres Jahr machen. Es wäre auch dumm, vor einem Generationswechsel rauszugehen. Weil du weißt ja nie, wo du stehst nächstes Jahr. Vielleicht sind es wirklich die Schnellsten und sind wirklich die Besten und holen Championship nächstes Jahr. Also man darf ja noch träumen, oder? Aber es kann natürlich auch wieder komplett hinausgehen, weil es ist ja auch Ferrari. Man darf halt das auch nicht wieder vergessen. Und darum,
Also wenn er jetzt aufhören würde, wäre es wirklich eine dumme Aktion für ihn. Das wäre dumm, wirklich dumm. Und wenn er will weitermachen, wäre es das einzige Richtige und er kann dann immer noch mit den Nächsten dann sagen, so, hey, schau, das macht keinen Sinn, mich gehen und dann kann auch Ferrari schauen für jemand anderes. Ja, darum, ich denke, ob er gewascht ist oder ob er wirklich halt nicht mehr so gut ist wie früher, würde ich sagen, so jein. Also zusammengefasst, ich würde sagen, ja, er ist definitiv nicht mehr in seiner Prime und er wird auch nicht mehr dorthin kommen. Aber ich denke, er wird immer noch fähig sein, um mal ein Podium oder einen Win oder so zu holen. Und ein Hamilton-Win mit Ferrari in einem Halbturnen wäre schon mal noch etwas Geiles, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich schon gerne sehen. Darum sage ich so 50-50, bin ich ganz ehrlich. Ja, okay. Also, ich bin so ein bisschen ähnlicher Meinung. Ich sehe den Grund, wieso dass es nicht läuft, ein bisschen anders, aber bin ich ähnlicher Meinung. Schlussendlich, also ich glaube definitiv nicht, dass er früh wird aufhören, weil er hat jetzt in den letzten paar Interviews in Abu Dhabi eigentlich wirklich relativ fromm und klar gesagt, aber das finde ich lustig, dass so etwas wieder nicht an die Medien geht oder man will immer nur kritisieren, negativ. Er hat ganz klar gesagt, nein, auf gar keinen Fall höre ich jetzt auf. Ich habe mir eine längerfristige Zukunft mit Ferrari vorgestellt und das wollte ich auch so durchziehen. Und dadurch glaube ich eben auch, dass das, was der Hamilton bräuchte, das ist in meinen Augen der Grund, wieso das auch nicht funktioniert hat, ist, dass er bräuchte ein Team, das mehr auf ihn lässt. Weil der Hamilton ist irgendwo durch auch in das Team reingeholt worden, um es wieder zurück zu Winning Ways zu bringen. Und für das musst du halt einfach auch auf einen 7-fachen Weltmeister hören. Ich sage nicht, er ist der Adrian Newey. Ich sage nicht, er ist der Schlüsselpunkt, wo das Auto wird schneller machen. Aber er bringt sehr viel Erfahrung mit, für was gut ist, was man als Fahrer braucht. Und auch wenn sein Driving-Style vielleicht nicht ganz gleich ist wie in Leclerc seine, ich glaube auch, Leclerc wird unglaublich davon profitieren, wenn Ferrari wird auf ihn hören. Und das ist wirklich, das auf ihn hören ist nicht nur auf das Auto bezogen. Eben, Hamilton kann nicht perfekte aerodynamische Aussagen treffen, um zu sagen, das und das müssen wir verändern. Aber eine Mentalität, die in der Toto halt auch mitgegeben hat, wo man wirklich sagt, für jeden einzelnen Job, den wir bei uns haben, will ich den Besten haben. Mhm. Wenn ich sage, ich stelle dich an als Putzkraft, dann verlange ich von dir, dass jedes Mal, wenn jemand aufs WC gegangen ist, an einem Rennwochenende, du reingehst putzen. Wenn ich den Kaffee schwarz verlange mit Rotzucker, dann will ich Rotzucker haben und nicht irgendeinen anderen Zucker, oder? Und das ist so ein bisschen die Mentalität, die ein Toto halt hat, dass alles perfekt muss sein. Jeder Mitarbeiter der Beste ist in dem, was er macht. Und diese Mentalität bringt ein Lewis mit. Und das ist eine Mentalität, die Ferrari definitiv nicht hat. Es ist wirklich peinlich, nur schon zuzulassen, was der Hamilton muss für Diskussionen haben über ein Radio während dem Rennen. Das hast du mir geschickt, gell? Ja, eine Geschichte mit dem wie heisst er, nicht Adami. In Imola, die Diskussion, oder auch der Charles, Charles und ja. Es ist peinlich. Es ist peinlich. Wobei ich auch muss sagen, dass jetzt gerade in Abu Dhabi der Hamilton, finde ich, nicht ganz angemessen reagiert hat, wo er seinem Race-Engineer gesagt hat, hör auf bestätigen, was ich sage. Also, ja, was soll er denn sonst machen? Einfach gar nichts sagen. Finde ich auch nicht ganz fair. Aber ist natürlich vielleicht frustrierend, wenn das mit einem Bono funktioniert hat und der Hamilton vielleicht schon seit Anfang Jahr sagt, er will das nicht. Dann verstehe ich natürlich, wenn irgendwann mal ein Frust rauskommt. Aber das sind alles Sachen, die wir nicht wissen können. Am Ende des Tages sage ich, Lewis Hamilton, wenn er gewinnen will, wird er das Team an den Punkt bringen, wo sie gewinnen können. Aber ich sehe es, wie du auch gesagt hast, nicht so, dass er noch in seiner Prime ist. Und ich sehe eben auch nicht, dass er wirklich gegen Leclerc kann ankommen. Und da komme ich jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, den ich vorhin gemacht habe. Es ist wirklich kein Seich. Der Leclerc hat in Saudi-Arabien, Monaco, Spanien, Österreich, Belgien, USA und Mexiko das Podium geholt. Das sind 7 Podiums gegenüber dem Hamilton, der nur einen Sprint-Win geholt hat. Und das
ist halt schon aussagekräftig. Und wenn du das jetzt halt auf eine Season tust, wo der Ferrari besser ist, dann sehe ich nicht, wie ein Hamilton gegenüber einem Leclerc Championship gewinnen. Da bin ich ganz knallhart, wenn ich das so sage. Ja. Aber ja, ich glaube, das ist relativ eine gute Zusammenfassung, was mit dem Hamilton läuft. Auch zumindest von unseren Sichten. Schlussendlich haben wir ja auch nur Meinungen. Wir können nur auf den Fakten gehen, die wir können. Aber das ist so ein bisschen wie ich und du das gesehen, auf jeden Fall. Genau. Und Dann ja, kommt eigentlich noch das letzte und das Hauptthema, oder? Was, für was dass wir eigentlich die Formel 1 schauen und was das ja eigentlich auch geht. Neben der Team Championship geht es natürlich auch um die Fahrer Championship. Und ja, die ist jetzt vergeben worden. Ob jetzt das gut oder schlecht ist, lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Aber ich glaube, du kannst mir sicher sagen, was hat der Lando für eine. Also weißt, ich meine, wenn du ja Weltmeister wirst, dann nachher kriegst du immer als erstes das Team, wie es emotional ist und schreit und alles drum und dran, wie es bei Verstappen war. Aber Gabo, was hat der Lando für einen Funkspruch bekommen? Erzähl es mir mal. Du bist so ein Bastard. Wir haben vor dem Podcast schon diskutiert und ihr wisst, ich bin jetzt so ein bisschen ein emotionaler Mensch und ich liebe nichts mehr als die Emotion der Fahrer zu spüren und zu hören und weiss auch nicht was. Und da gibt es einfach so geniale Funksprüche wie You did it oder Oh my Lord, Max! Und dann rastest du einfach auch mit aus und du findest es schön und geil, aber Hello, Lando. This is Zach from McLaren. Is this the World Champion Hotline? Bro, Alter, man, hat er sich da irgendwie auf der Toilette vorher noch aufgeschrieben oder so? Ja. Nein, also hey, Zach Brown ist im Verlauf dieser Saison für mich zu einem der meistgehassten Leute geworden und der Funkspruch hat mir alles kaputt gemacht. Also wirklich, der hat mir die ganze Mut kaputt gemacht. Wobei ich muss sagen, dass natürlich der Will Joseph und der Norris, das ist echt cool gewesen, wie sie den Winning-Funkspruch zusammen gestaltet haben, ist wirklich emotional gewesen. Ich tue das jetzt einfach ausblenden, was der Zack dort für den Seich erzählt hat. Ja, das war schon echt peinlich gewesen. Also, du bist auch kein Fan davon, oder? Nein, also allgemein. Also ich meine, ich habe McLaren ja jahrelang immer ein richtig geiles Team gefunden und alles drum und dran und jetzt eben so in den letzten paar Jahren. Ja, also, schau jetzt, overall, also, die huren Papaya-Rules sind mir so auf den Sack gegangen, die ganze Zeit auch. Dann nachher, du kannst mir sagen, was du willst, aber es hat die ganze Zeit immer geheißen, so, ja, nein, alle die Fahrer werden gleichberechtigt bei uns, aber irgendwie hat es gleich immer den unterschwellige Vibe gehabt, ja, nein, der Lando wird schon ein bisschen bevorzugt. Und ich meine, das kann doch nicht sein. Weißt du, ich meine, ich würde es verstehen, wenn ich der einzige Mensch wäre, der das so spürt oder sieht. Oder vielleicht noch 2, 3 andere auch. Aber wenn du dann nachher so irgendwie auf Social Media gehst, du siehst überall immer noch so Videos, wo irgendwie einfach so andeuten, dass der Lando bevorzugt worden ist. Also sogar, ich weiß zwar nicht, ob das KI ist, aber es hat schon recht echt ausgesehen. Und zwar hat so eine australische Medien hat irgendwie so über das berichtet vom WM-Finale jetzt da in Abu Dhabi und dann sagt sie einfach am Schluss so als Kommentar so, ja, der Piastri kommt jetzt wieder heim, tut sich erholen und hoffen wir mal, dass wenn McLaren das nächste Jahr nicht wieder irgendwie einen Scheiß macht, dass er dann den Championship kann gewinnen kann. Also, es hat schon irgendwie, eben, ich habe das Gefühl, es hat schon irgendwie so ein bisschen der Vibe, den sie ausstrahlen, so, oder das Gefühl, so, dass eben halt der Länder bevorzugt wird. Und ich bleibe schon immer noch bei dem, eigentlich so, dass das schon ein bisschen ist, dass sie schon ein bisschen mehr pro Lando sind. Ich denke, sie haben ihm hure viel versprochen, dass er das holt und so, als in den Verträgen und so, und haben das müssen auch wahrscheinlich irgendwie einhalten, keine Ahnung. Aber ja, ich finde, grundsätzlich ist es immer so, der am meisten Punkte geholt hat an die Saison, hat das wahrscheinlich einfach auch am meisten verdient, weil ja, er hat ja die meisten Punkte geholt über die Saison rein. Man muss ihm Lando lassen, er hat eine gute Saison gemacht, also vor allem gegen Ende der Saison hat er wirklich Gas gegeben.
Und der Piastri hat einfach viel falsch gemacht. Also der Piastri ist eigentlich von dieser, wie es du jetzt wieder würdest sagen, von dieser Konsistenz her, wo eigentlich ein Fahrer sagt, immer, also wir reden von Konstanz, hat er einfach verloren plötzlich. Also vor allem ab Baku ist es einfach nur noch dort abgegangen dort. Viele Fehler gemacht und hat dann nachher, ich habe ja auch immer gesagt, also, ja, für mich hat es der Piastri einfach verdient, weil er so stark fährt. Aber ab Baku weg, dort, wo er so viele Fehler gemacht hat, habe ich auch sagen, nein, sorry, also auch ein Piastri hat die WM-Titel jetzt nicht verdient. Für mich hat es der Norris eigentlich streng noch auch nicht verdient, weil er hat einfach Anfangssaison so viele Fehler gemacht hat, wo der Piastri so dominant wurde. Dann muss ich einfach sagen, sorry, aber du bist so lange in der Formel 1 und einer, der 3 Jahre in der Formel 1 ist, nimmt dich so voneinander. Aber eben overall muss man einfach sagen, der es am meisten verdient hat, ist einfach der Zweiter geworden ist. Und der wird für mich immer in Erinnerung bleiben, dass 2025 wird mir der Zweitplatzierte mehr in Erinnerung bleiben als der Erstplatzierte in der WM. Es ist einfach so. Tut mir leid. Haben Verstappen-Fans auch einen Grund zum sagen, der 5-fache Weltmeister anstatt der 4-fache Weltmeister? Ja, nein, das schon nicht. Das schon nicht. Das ist schon also ich meine, schlussendlich, ich meine, so eine Saison oder auch so ein Final, wie wir es in Abu Dhabi 21 haben, werden wir nie mehr erleben wahrscheinlich. Also es wäre ein riesen Zufall, wenn noch mal so etwas zustande kommt. Weil ich meine, die sind mit gleich vielen Punkten ins letzte Rennen hineingegangen und die WM hat sich ja in der letzten Runde entschieden. Das muss man sich mal überlegen. Das ist ja völlig krank eigentlich. Das ist ja wirklich filmreif. Das ist filmreif, ja. Und ich finde halt einfach, eben, ich meine, das habe ich aber schon seit Jahren immer gesagt, ich bin kein Lando-Fan. Wirklich nicht. Ich bin kein Lando-Fan. Weil es sind einfach Aussagen von ihm gekommen. Er hat das ja auch alles nachher wieder eingeräumt gehabt, jetzt da noch ein paar Interviews nach der WM, die er gewonnen hat. Da habe ich dir ja auch gesagt, ja, komisch ist einfach, wieso kann er es jetzt, wieso hat er es vorher nie können sagen, weißt? Ist ja auch speziell, weißt? Ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, er wird ja schon auch, und das wird ja definitiv so sein, er wird ja den Hate und alles, was er ja hat, schon auch mitbekommen. Und ich glaube, er will sich jetzt einfach vielleicht wieder in einem besseren Licht herstellen. Ja, er hat die WM auf seine Art und Weise gewonnen, wie auch der Sainz zum Beispiel das gesagt hat. Das ist ja völlig okay, jeder soll das so machen, wie er will. Ja, ich bin halt einfach ich bin nicht nachträglich, aber sorry, wenn solche Aussagen, die du gedroppt hast, auch die WM, so, wo der Max irgendwie aus der Box gefahren ist und gewonnen hat, das heißt so, ja, das ist nicht Talent gewesen, das ist einfach Glück gewesen. Ja, sorry, Alter. Was willst du mir erzählen mit, das ist kein Talent gewesen? Ja, das ist Glück gewesen. Also, was laberst du? Also, nein. Sorry, der Typ ist so unterdurch bei mir mit so Aussagen. Einfach weil er einfach unter Druck war und einfach gemerkt hat, so, ja, er fährt schon besser als ich. Und sorry, Max ist besser gefahren und er fährt auch besser als ein Lando. Ja. Okay, ich habe einige Punkte zum Auffallen. Ja, das sind wir Stummstalt, da kannst du von erzählen. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Nein, da haben wir jetzt einfach mal wieder ein bisschen andere Meinungen schlichtweg. Oder ich sage jetzt nicht, Norris ist mein absoluter Lieblingsfahrer ever, aber kann ich denken, du willst am liebsten am Zach Brown seiner Stelle sein, gell? Und der Lando abschmitzen die ganze Zeit. Genau. Du wärst eigentlich der, der eigentlich den Hotline-Call hätte machen, gell? You know when the hotline ring? Schlussendlich, eben, ich bin, und da muss man schon auch sagen, eigentlich immer so ein bisschen Norris-Fan gewesen. Ich hatte eigentlich also vielleicht... Was? Also schau jetzt einmal, wie kann das sein, dass ich jahrelang immer Hamilton supportet habe, dann nachher ein Switch auf den Max, weil ich wollte eigentlich, dass der Max einfach McLaren voreinander nimmt und dann gehst du zum Lando über, obwohl du immer gesagt hast, du bist Max-Fan. Nein. Was für eine Welt leben wir eigentlich? Okay, Pause, ganz grosse Pause. Ich habe schon immer gesagt, am Ende des Tages liebe ich Formel 1 für Racing und ich bin der grösste Fan von Racing. Und ich habe den Max mittlerweile definitiv ist mein Lieblingsfahrer geworden. Aber grundsätzlich habe ich mehrere Fahrer, die ich sehr gerne habe und ich freue mich über jedes Resultat. Und das ist also auch, du bist parteiisch? Fuck, Erfolgsfan? Nein, ich habe mich mega, generell, ich habe mich mega gefreut, wenn der Piastri gewonnen hat. Ich habe mich mega gefreut, dass der Norris gewonnen hat. Ich habe mich aber am allermeisten gefreut, dass der Verstappen gewonnen hat. Aber trotzdem, für mich gibt es in dem Sinne nicht einfach nur weiß und schwarz, der Falsche hat gewonnen. Es ist,
wer ein Championship gewinnt, ist der Richtige. Das ist so ein bisschen meine Einstellung zu dem Ganzen, weil am Ende des Tages hat der mit dem, was er hatte, am meisten rausgeholt. Und das ist halt, wie Formel 1 manchmal funktioniert. Das ist ein Wissen, das wir alle damit am Anfang der Saison reingehen, dass mit dem richtigen Auto halt, genau wie ich es in der Mitte vom Podcast Range gesagt habe, halt auch mal der viertschnellste Fahrer auf dem Grid Championship kann gewinnen. Aber was es halt ausmacht, ist Konsistenz. Konstanz in den Resultat und halt einfach auch ein Mindset, wo du vielleicht durch die ein oder andere Failure musst bekommen. Oder? Weil der Piastri ist jetzt zum ersten Mal so richtig in einem Championship-Fight drin gewesen. Der Norris war das letzte Jahr gewesen. Und ich bin überzeugt, es gibt ganz viele andere Beispiele, wo Champions ein Jahr vorher auch nur knapp Zweiter geworden sind, oder wenn nicht knapp, halt einfach auch mindestens im Fight drin sind und einfach daraus gelernt haben, was man machen sollte und was nicht. Was man ausschalten und was nicht. Und wo ich den Norris irgendwo durch ein bisschen in Schutz nehmen muss, ist der Norris, habe ich schon das Gefühl, merkt man auch, hat ein bisschen, er ist nicht so gut mit sozialen Begebenheiten. Er ist sehr so ein bisschen ein Weirder und merkt schon oft an den Reaktionen, wenn ihm irgendetwas gesagt wird, weiss er nicht recht, was machen mit seinen Händen, wie er etwas sagen soll. Und ich wollte es doch nicht sagen, ja, es ist alles okay, was er gesagt hat. Also so Aussagen sind nicht okay, die er gebraucht hat. Aber ich kann das irgendwo durch ein bisschen verzeihen, weil ich selber irgendwo durch das auch ein bisschen verstehe. Ich bin manchmal auch ein bisschen ein komischer und dann, keine Ahnung, widerspiegelt sich das halt einfach. Danke. Ja, aber ich finde das eben schön, wenn halt ein so grosser Star, wenn man das sagen will, jemand, der so bekannt ist, so gross ist, halt gleich auch sich als Mensch zeigt und seine Schwächen zeigt. Und ich verstehe irgendwo durch, dass er nicht Mitte der Saison sich für das Ganze entschuldigt hat, weil er ganz klar solche Dramen hat ausblenden. Und ich nehme an, er wird schon gewusst haben, dass man über ihn redet, aber ich weiß nicht, ob er sich bewusst war, dass man in dem Extent über ihn redet. Weil auch der Max zum Beispiel wird ihm ganz klar als Tipp gesagt haben, gar nicht gross auf Social Media, schau das gar nicht gross an. Und ja, das ist so ein bisschen meine Meinung zu den ganzen Aussagen etc. Und dass er sich erst jetzt entschuldigt. Ich sage, es ist nicht optimal, aber ich verstehe es, dass er so gemacht hat, weil er so ist, wie er ist. Zu dem ganzen McLaren bevorzugt Norris, das sehe ich. Ja, schau, ich sage es so, wenn Papaya Rules richtig umsetzen, wäre es eigentlich eine geile Idee. Nämlich, jeder Fahrer hat die gleiche Chance. Und ich sage, im Grundsatz ist es eigentlich etwas Cooles. Ich finde es so, hätte ich es eigentlich gerne von jedem Team, dass einfach Rennen gefahren wird. Punkt. Also, so plump wie es ist. Ich sage einfach, die Umsetzung, wie sie es gemacht haben, ist nicht optimal. Und die Umsetzung, wie sie es gemacht haben, gibt halt leider sehr viel Spielraum, für das ein Fahrer öfters einen Vorteil daraus bekommt als der andere. Wenn wir aber, und das Video ist das ist vor dem Qatar Grand Prix das rausgekommen, nein, actually sogar nach dem Qatar Grand Prix, schaut, wer wie viele Punkte verloren hat. Und das sind jetzt nicht, das ist ganz wichtig, das ist nicht spezifisch durch Papaya Rules. Aber The Race, das ist eine Plattform, wo ich eigentlich meine hauptsächlichen Informationen herbekomme, hat eine Statistik gemacht, welcher Fahrer hat durch was am meisten Punkte verloren, respektive durch eigene Fehler und durch Faktoren, die er nicht kontrollieren konnte. Und wenn man das anschaut, hat der Piastri Punkte, die er selber verloren hat, das war nach Katar, sind es über 45 Punkte, die er selber verloren hat, und der Norris nur 29. Und umgekehrt, Punkte, die sie nicht beeinflussen konnten, hat der Piastri etwa 36 verloren, während der Norris 44 ungefähr verloren hat. Also, ergo, der Norris hat durch die ganze Saison weniger durch seine eigenen Fehler und mehr durch Faktoren, die er nicht kontrollieren konnte, Punkte verloren und ist trotzdem Weltmeister geworden. Und das ist der Grund, wieso ich sage, es ist unfair und ich finde es krank, dass wir an dem Punkt angekommen sind, dass die Leute effektiv sagen, Norris hat die Championship nicht verdient.
Ich sage nicht, er war der beste Fahrer gewesen. Und ich sage auch ganz klar, dass ein Max Verstappen das 100% mehr verdient hat. Aber man kann nicht sagen, dass ein Norris die Championship nicht verdient hat. Weil nur schon, wenn du die Statistik anschaust, die ich jetzt gerade erwähnt habe, ist es wirklich nicht fair zu sagen, dass man alles geschenkt bekommen hat oder irgendetwas. Weil das ist schlichtweg nicht der Fall, in meiner Meinung. Aber ja, da sieht man, wie sich unsere Meinungen trennen. Und wie wir nicht ganz das Gleiche halten von dieser ganzen Thematik. Genau. Das ist es. Jetzt haben wir 2 Monologe gehabt, es tut mir leid, falls es ein bisschen langweilig war, aber... ja, also... sehe einfach, du bist so Best Friend mit dem Zach Brown, aber ist okay. Nein. Ich hasse den Zach Brown jetzt mittlerweile. Ja, genau. Ja, genau. So, du redest ja so wie näher über den Lando an. Also komm, jetzt haben wir wirklich keine Gemeinsamkeit. Also, das ist abartig, oder? Hey, da sind wir wieder. Es gibt nur schwarz und weiß. Man darf keine Meinungen dazwischen haben. Oh mein Gott, Alter. Das ist dann wieder so die geilste Diskussion, oder? Ja. So, ja, aber ich glaube, sonst ist das eigentlich so wieder alles gewesen. Du hast ja noch Celebrations aufgeschrieben. Ja, nein, aber das ist mir mehr so ein bisschen um Lando Norris sein Papa, seine Aussage ja, wo da gesprochen hast, und eben der Radio-Funk-Call. Ja. Was ich richtig komisch gefunden habe, und da muss man einfach, ich muss es einfach wieder mal sagen, dass ich sollte boykottieren, den fucking Mohammed Ben Sulayem, der die ganze Zeit die Haare lenken. Ja. Die forcierte Umarmung und boah, irgendetwas ist falsch mit dem, irgendetwas ist mega faul mit dem. Wirklich. Er ist wirklich ganz speziell irgendwie dort wieder. Ja. Hat ihm sicher noch eine Textnachricht später geschrieben, love you. Ja, genau so, come by later. Übrigens, niemand kann mir sagen, dass der Lando nicht mindestens bi ist. Hast du das Video gesehen, wo er aufgelöpft wird und dem anderen so richtig so der Tor geht und sich auf die Lippen beißt, Alter. Man, ey, das ist doch nicht wahr. Schon ein bisschen sass gewesen, muss ich ganz Das ist verdammt sass gewesen. Ja, schreibt gerne mal eure Meinungen im Podcast. Nein, halt. Wir keine Meinungen über Homosexualität in den Kommentaren von unserem Podcast. Mal, Algorithmus, das gibt Klicks, Alter, da müssen wir so machen. Ja, fix. Jetzt ist die Frage, sind wir Pro oder Anti? Nein. Nein. So gut. Keine politischen Äußerungen. Ja gut, aber dann wäre es das eigentlich schon gewesen mit der heutigen Episode vom Unsafe Release. Wie gesagt, es gibt dann nochmal eine Episode, wo wir die ganze Season Revue passieren. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen eine längere Episode werden, wenn wir da von Rennen zu Rennen gehen oder so von Saison-Highlight zu Saison-Highlight gehen. Für uns bedeutet das dann mehr, dass wir viele Videos wieder anschauen, weil wir die Hälfte Rennen wahrscheinlich schon wieder vergessen haben, wenn wir schon die Rennen vergessen, die vor 2 Wochen waren. Ja. Und aber ich denke, das wird sicher lustig werden. Danach gibt es sicher auch einen Ausblick noch auf 26, wo ja auch nicht so weit weg ist. Also abgesehen vom Jahr, Ende Januar geht ja das Pre-Season-Testing schon los, respektive das ist dann nur so eine geschlossene Veranstaltung, die einfach nur intern getestet wird. Offiziell ist es dann im Mitte Februar, glaube ich, Anfangs Februar, und dann geht es dann irgendwie schon Anfangs März schon wieder los mit der F1 Saison 2026. Bin gespannt. Dann mit dem neuen Team Audi und respektive mit auch Cadillac dann. Das letzte Rennen auch noch gewesen, by the way, von Sauber, also mit dem Namen Sauber. Der Name ist jetzt vorbei. Ganz traurige Geschichte. Aber ja, dann würde ich mal sagen, was das war mit der heutigen Episode. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Teilt gerne die Episode auch wieder teilen mit euren Kollegen, Familie etc. Und teilt auch gerne den Podcast bewerten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würden wir uns dann in der nächsten Episode wieder hören vom Unsafe Release.